Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Nu ist wieder Sommertiet. Ich grüß euch zusammen. Nicht schlimmes Donald Trump oder Friedrich Merz. Nee, dat war ja tau langweilig. Hüt wollen wir uns mal mit Matthias Warnig befassen. Sag bloß, dann kennt ihr nicht. So gün wie dat. Oh, aber dat ist ein interessanten Kerl. Ein Ostdeutschen, 70 Jahre alt, dat hei ist in der DDR geboren. FDJle hat sich mit 8 Glicks für die Stasi verpflichten lassen, hat dat bei der Stasi den Bettau dann Major schafft und war als Agent für die Utlandsspionageabteilung von 1986 bis 1989 unter dem Decknamen Arthur in Düsseldorf mit der Aufgabe befasst, die Dresdner Bank zu spionieren. Als das ostdeutsche Kurtenhus den zusammenbrachen ist, da hat er 2 Tage nachdem der Staatsvertrag unterschrieben worden ist, direkt bei der Dresdner Bank anheuert und ist dort für das Tochterunternehmen Dresdner Kleinwort verantwortlich werden, das Investmentgeschäft mit Russland aufzubauen. Het tau Stasi-Tiden ein freundschaftliches Verhältnis aufbaut, tau dann KGB-Agenten Wladimir Putin, wat bet hüt besteit, Warnig, het die Leitung von Nord Stream übernommen, het Aufsichtsratposten hat bei der Bank Rossia, bei der VTB-Bank, das ist die zweitgrößte russische Bank, wo in Aufsichtsrat von Rosneft, Transneft und Gazprom und von 2006 bis 2015 Geschäftsführer von Nord Stream 2 AG. Hat Gerhard Schröder seinen 70. Geburtstag in St. Petersburg organisiert und dort einlad, natürlich auch kräftig mitfiert, ist in zweiter Ehe mit einer Russin verheiratet, lebt in Staufen in Breisgau und hat in den letzten Jahren sein Geld mit Immobilien verdient. Seitdem Russland nur die Ukraine überfallen hat, ist das ein bisschen ruhiger worden. Aber nu ist er anscheinend doch wieder durch. Und zwar lob Verhandlungen, die Pipeline Nord Stream 2 zu reparieren und nu endlich in Gang zu setzen. Also Russland möchte das gern. Und Trump hat die USA als Zwischenhändler ins Spiel gebracht und Warnig, die ward nu brugt als fachkundige Berater. Also er gilt als Spezialist. Hast du dort nur noch Fragen? Also ich war mit Glixmer an Wagmagen und war ein Dreibau geschrieben. Und dann versorg ich mein Glück dort mit in Hollywood. Hoffentlich die glüft mir das doch alles. Helmut, also die wollen mit seinen Geschichten nur auch in Hollywood, aber also das hab sie nicht als kapiert. Helmut! Moin! Ja, hier bin ich wieder, Jan Helmut. Pass mal auf. Mit meinem Freund Kurt, da bin ich ja auch verwandt. Kurt sin Fru, die Vaters, dat war ein Bruder von dem Bruder von mein Opa, seine Fru. Und von die Cousine, dat war ja die zweite Fru von unserem Bürgermeister, sein Schwiegervaters. Die haben aber kein gemeinsame Kinder, die haben bloß eine mehrklörige Kat. So, nun bin ich endlich da, wo ich hin will, bei der mehrklörigen Kat. Wobei mir nu grad noch infällt, vom Mutters, ein Onkel, 3. Grades, at de uden Krieg nach Hus käum, da ist ihm von seinem Cousin 2. Grades gewor worden, dass er Vater von Zwillingen worden ist. Obwohl er 3 Jahre in Russland war. Also, der Cousin 2. Grades ist der Vater geworden von den Zwillingen von den Onkel 3. Grades.
Und die haben auch damals eine mehrklörige Kat. Ich mein, Taufällegift, das glaubst du schon manchmal überhaupt nicht. Und ein entfernter Cousin von mir, also entfernt deswegen, weil er in Amerika lebt, der hat doch für 25 Jahre, für 25 Jahre von Kurt sein Vaters den deren Heirat, was je gleichzeitig seine Halbschwester ist, weil Kurt sein Vaters, der ist mal für ein halbes Jahr in Amerika gewesen und hat Work and Travel gemacht. Von daher ja auch bloß Halbschwester. Und ob düsse Ort und Wies bin ich über meinen entfernten Cousin sogar das zweite Mal mit meinem Freund Kurt verwandt. Und ob sie mir das nu glöft oder nicht, die hab auch ne mehrklörige Kat. Nu hab ich ja wahrscheinlich schon ganz schön neugierig gemacht, was dat ihr nu mit dem mehrklörigen Kat ob sich hat. Weil ich schon auch ein hef. Ich hef da auch lang über nachgedacht. Weil wenn dat nu ne Grise woi, dann woi dat schon ganz anders. Okay, Helmut, besten Dank. Also, ich hab das begriffen. Eigentlich kommt ja nu die Sportnachrichten, aber so viel ist doch im Moment auch noch nicht passiert. Die wichtigen Wecken, die kommt ja auch nu eis, also was Football betrifft, hab sie ob NDR vertellt. NDR, also ich hab schon gedacht, das heit Norddeutsche Rundfunk, aber ich glaub, das heit Neil Diamond Radio, weil da ist ein Sender dazwischen, da spielt sie jede Stunde mindestens ein Lied von Neil Diamond. Und wenn du diesen Sender mal dein ganzen Tag ertragen hast, dann bist du anschließend der Überzeugung, dass Neil Diamond bloß 3 Lieder gesungen hat. Also, ich war nu nicht singen, ich mach nu Schluss. Dat wollen wir den Plattkanal mit dit und dat. Vielleicht ne gaue Tiet, lat ja dat gaut gehen. Ich meld mi wieder, ich bin Jürgen Müller.